Mm. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Falls du dich schon lange mal gefragt hast, wie League of Legends funktioniert, bist du bei mir am richtigen Ort. Let's go! League of Legends ist ein teambasiertes Strategiespiel, wo du versuchst, in Zusammenarbeit mit deinem Team den gegnerischen Nexus zu zerstören, bevor der Gegner das macht. Und das führt zum Sieg. Ja, das Ganze tönt schon mal easy, kann aber auch sehr herausfordernd sein. Wie funktioniert's? Als erstes kannst du dir einen von 157 Champions aussuchen. Man sieht da, es gibt ganz viele von denen. Jeder von diesen Champions, nehmen wir mal den Malzahar zum Beispiel, hat seine Fähigkeiten. Er hat erstens 4 aktive Fähigkeiten und eine passive, die nebenbei funktioniert. Im Spiel gibt es verschiedene Champions-Arten. Zum Beispiel wie jetzt die Ashta, Bogenschützen, die ihre Fähigkeiten aus der Ferne machen. Es gibt Magier, wie zum Beispiel der Ryze, die viel Schaden auf Distanz machen. Einfach magischen Schaden und nicht physischen Schaden. Es gibt zum Beispiel auch Champs, Magier wie eine Anivia, die über Kontrolle verfügen. Das heisst, sie probieren Champions zu unterdrücken, zu betäuben oder den Schlachtfeld beeinflussen mit Wänden oder sonstigen Sachen, die sie stellen können. Des Weiteren gibt es auch Nachkämpfer, die sich als Tanks oder Bruiser äußern, die möglichst auf Durchfühlung mit dem Gegner gehen und im Eis auf Kappen geben, wie zum Beispiel ein Garen. Da gibt es zum Beispiel auch Supporter wie einen Blitzcrank, die da sind, um ihre Fernkämpfer zu unterstützen. Die Gegner können anhucken und hauptsächlich über Kontrolle verfügen. Dann gibt es Champions, wie zum Beispiel ein Kha'Zix, der ein Assassinen ist, der darauf ausgelegt ist, dem Gegner möglichst schnell möglichst viel Schaden zu machen und ihn so aus dem Kampf rauszunehmen. Ja, wir haben uns einen Champion ausgesucht, den wir spielen wollen und gehen jetzt ab mit dem ins Spiel und schauen gerade mal, wie das startet. So sieht es aus, wenn man ins Spiel kommt. Dann kann man seinen Kollegen zeigen, was für einen Champion das man spielen will. Das ist das Bannfenster. Da kann man den Gegner Champions wegbannen, das heisst, man entfernt Champions aus dem Spiel, wo sie dann nicht mehr spielen können. Nachher folgt die Pickphase. Das heisst, die jeweiligen Teams dürfen ihre Champions picken. Das heisst, auf dieser Seite wird zuerst die blaue Seite einen Champion picken, nachher die rote Seite 2 und so weiter und so fort, bis alle Champions pickt sind und man ready ist fürs Spiel. Das Spiel startet in der eigenen Basis. In dieser Basis, wo wir uns jetzt hier befinden, kann man einerseits Sachen einkaufen mit dem Startguthaben, das man hat und mit dem Geld, das man nachher noch verdient. Man kann sich heilen, wenn man Schaden bekommen hat. Oder wenn man stirbt, wird man da wiederbelebt, um sich nachher wieder auf seine Lane zu begeben. Nach einer gewissen Zeit im Spiel erscheinen Minions, die einzelnen Lanes entlanglaufen, wie man hier sieht. Die Minions kämpfen für dein Team und es gibt ebenfalls Minions, die für dein Gegnerteam arbeiten. Wenn du die einzelnen Minions tötest und den letzten Hit auf die machst, kommst du Gold über. Erfahrung kriegst du für jedes Minion, das stirbt. Wenn genug Minions gestorben sind und man genug Erfahrung bekommen hat, dann steigt man ins Level auf. Wie man jetzt unten sieht, kann man einen neuen Skill auswählen oder auch einen bestehenden verbessern. Auf Stufe 6 schaltet man seine Ultimate frei, die besonders stark ist und ganze Teamfights kann entscheiden. Ja, dazu schauen wir uns jetzt mal gerade ein paar Clips an. Film ab! Da sehen wir zum Beispiel einen Garen, der abhängig vom fehlenden Leben vom Gegner Damage macht. Bam! Oder ein Shen, der sich auf einen Freund teleportieren kann und so plötzlich kannst du nur jemand, 2 Leute dort stehen und das schlussendlich für einen Kill kann sorgen. Ein Sejuani, der eine Bola wirft und den Gegner auf Distanz betäubt. Ein Malphite, der Gegner in einem kleinen Bereich aufrührt. Als nächstes wechseln wir in die Vogelperspektive und schauen uns das Ganze mal von oben an. Da sieht man die Karte von League of Legends. Sie teilt sich diagonal durch den Fluss in 2 Teile. Auf der einen Seite ist das rote Team und hat ihre Basis da. Auf der anderen Seite ist das blaue Team und hat ihre Basis im unteren Ecke. Die Karte ist so aufgebaut, dass sie von beiden Basen aus gleich aussieht. Das heisst, wenn ich die blaue Basis nehme und auf die rote überdrehe, habe ich dann genau die gleiche Abwicklung im Jungle und auf den Lanes. Beim Start vom Spiel
geht man auf eine von 3 Lanes oder in die Jungle. Entweder geht man auf die Top-Lane, das ist die sich da oben befindet, wo sich meistens Tanks und Bruiser aufhalten, oder auf Midlane, wo man viel Magier und Assassinen spielt, oder auf Botlane runter, wo meistens 2 Leute spielen, nämlich der Supporter und der Fernkämpfer, der sogenannte ADC. Jemand vom Team wird sich in die Jungle begeben, das ist der Bereich da oben, und der Bereich da unten, und wird dort gegen Monster kämpfen und zwischenzeitlich auf die Lane kommen, probieren die gegnerischen Champions zu töten und helfen, Türme zu pushen, also die Minions unter den Turm zu bringen. Des Weiteren gibt es nochmal 2 wichtige epische Monster im Dschungel. Das ist einerseits der Baron, der einen Buff für die Minions gibt und ab Minute 20 erscheint, und der Drache, wo man mehrmals töten kann und jedes Mal einen Buff, also Verbesserung fürs Team gibt. Also ganz grob gesagt ist mein Job zum Beispiel als Midlaner mit meinen Minions zusammen den Turm zu pushen, den zu zerstören, weitergehen und den nächsten Turm zu zerstören, dann wieder zum nächsten, ihr wisst schon was kommt, den zu zerstören und wenn es gerade geht, hinten dran den Inhibitor auch zerstören. Wenn wir den zerstören, kommen stärkere Minions auf unsere Lane und helfen uns beim Base vom Gegner einnehmen. Somit können wir dann die 2 Türme hier kaputt machen und schlussendlich den Nexus ausschalten und haben das Spiel gewonnen. Sobald wir unsere Minions zum gegnerischen Turm gebracht haben, können wir den angreifen, ohne dass er uns angreift. Der Turm wählt immer zuerst Minions aus. Sobald wir aber einen gegnerischen Champion angreifen, wird der Turm uns angreifen. Wenn wir am Turm genug Schaden gemacht haben, können wir ein Plating zerstören. Dann kommen wir Gold über. Mit dem verdienten Gold gehen wir zurück in die Basis. Im Shop können wir uns dann Items kaufen, die verschiedene Effekte haben. Zum Beispiel Stärke der Dreieinigkeit, die mit mehreren Angriffen deine Stärke verbessert. Oder zum Beispiel Schikane, die eine aktive Komponente hat, die Gegner slowt, wenn man sie auslöst. Man kann bis zu 6 verschiedene Gegenstände bei sich haben und die auch verschieden kombinieren und von den speziellen Effekten profitieren. Falls du dich mal überschätzt hast und im Verlauf des Spiels wirst sterben, wird dein Bildschirm grau und du gehst zurück in die Base und bist eine gewisse Anzahl Sekunden tot. Je später im Spiel, desto länger bist du tot. Aber du kommst natürlich wieder. Also ganz einfach. Minions töten, Erfahrung und Geld kassieren, bessere Items kaufen, Türme zerstören, deinem Team helfen, in die gegnerische Basis eindringen und ihren Nexus kaputt machen. Und in dem Ganzen musst du noch besser sein als deine Gegner, die das Gleiche machen wollen. Und da auch schon bald Weltmeisterschaften sind, von League of Legends E-Sport, weisst du schon jetzt ein bisschen mehr und wirst vielleicht noch ins eine oder andere Spiel schauen. Ich habe mich mega gefreut, dass ihr das Video geschaut habt und hoffentlich auf ein anderes Mal. Tschüss zusammen!